Ein anderer Punkt, den als Zustimmung auch findet an dieser Deklaration, als steuerlich Zulage an den Arbeitnehmer freiwillig. Es sind bis 2 Maßnahmen, Herr Präsident, die als Vollunterstützung fanden. Den Heizkostenzuschuss wird umgewandelt an ein steuerlich Zulage, wird verdoppelt. So die Umwandlung auch von Steuerappartement als Steuerkredit für allem die Personen und Familien mit kleinem Abkommen zugutkommen. Man darf noch nicht vergessen, die Mittelschichtsteuer im Land, was aber eine bedeutende Schicht war, wo man fertig wurde an den vergangenen Jahrzehnten, dass man als Population nicht an 2 Klassen abgelegt hat, von einer kleinen Klasse, die ganz viel verdient, an einer größeren Majorität von Leuten, die ganz wenig verdienen, nehmen wir kommen als glücklich schätzen, dass man im Land fertig wird, dass der Gros von der Leute an der Mittelklasse liegt. Aber man muss aber auch aufpassen, dass man nicht eine Politik machen, die dazu führt, dass man einmal aus der Mittelklasse eine Verlagerung könnte, weil die Leute, die ganz wenig verdienen. Weil all die Maßnahmen, für teurig zu lassen, Steuerkredite, die wir anfangen sind, das wissen wir, am Anfang nicht mehr für die Leute, die keine Steuern bezahlen oder wenig Steuern bezahlen. Das ist eine Umverteilung von oben nach unten, wie ich für Druck gesagt habe, die wir unterstützen. Mit Mittelschicht kriegt am Anfang just durch diesen Pakt die Upassung von 6% von der Steuertabell, respektive der Erhöhung vom Appartement für die Assurance. Die Upassung von der Steuertabell 6%, wir haben den 1. Januar dieses Jahr eine Upassung schon gemäht von 6%, der Retard wären 16%. Es sind also 10% hängen geblieben. Und die Inflation von diesem Jahr zwischen 3,5 und 4%, sodass man zwischen 13,5 und 14% Nachholbedarf behalten. Wenn wir also nur hingehen, am Magie 6%, bleiben 8% Nachholbedarf bestehen oder 7,5 oder dazwischen. Das ist also da keine Kompensation für die Mittelschicht geschickt. Und der Herr Staatsminister könnte immer mit Rechnungen, wo dann bald an das letzte Jahrhundert zurückgeht, für zu sagen, dass die Rechnung doch nicht falsch wird, mit das ein Avance da wird. Wir sind froh, dass wir nicht allein die Überlegungen machen, mit Kollegen von der DP machen die Überlegungen auch. Und ich bin noch froh, dass die Sozialisten, die ja an der Regierung sind, dass die auch dieselben Überlegungen machen. Auf jeden Fall, Herr Präsident, die große Mittelschicht kriegt nämlich 6% von einem Retard von 14% von der Steuertabelle. Und die leiden aber genauso unter dem Sozialaufbau wie all die anderen Leute. Auch die Leute, die an der normalen Mittelschicht haben, und alle müssen die Staaten als Steuererhöhung, die ganzen Sozialaufbau, den das Regierung betrieben, und die auch müssen erdrohen, und dürfen wir eigentlich für eine integrale Upassung der Steuertabelle nicht, was übertrieben wird.